Pfadfinder, Feuerwehrmann und Rettungsschwimmer. Er bereiste als Rucksacktourist ein Jahr lang die Welt und dann irgendwann verließ er die Welt und begab sich ins All. Dort hat er 166 Tage verbracht, ist jetzt aber wieder hier und bei uns ist Alexander Gerst. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Was war das Erste, was du gemacht hast nach deiner Rückkehr? Das Erste, was ich gemacht habe, ist meinen Raumanzug ausgezogen in einem minus 10 Grad kalten Zelt in der Steppe von Kasachstan. Wie groß war die Vorfreude, wieder zur Erde zurückzukehren? Das war schon toll. Also ja, ein halbes Jahr im Weltraum ist eine tolle Zeit, aber danach, da freut man sich schon auch wieder zurückzukehren. Das geht mir immer so, wenn ich auch im Urlaub bin, egal ob 3 Tage, 3 Wochen oder 3 Monate. Am Schluss freue ich mich immer total, wieder zurückzukehren. Und so die letzten 10 Tage, das ging meinen Crewkameraden und mir, uns allen so, da haben wir uns schon richtig drauf gefreut. Da überlegt man sich schon, was man zuerst isst und freut man sich auf eine Dusche. Ich habe mich aufs Joggen im Wald gefreut und das ist eine tolle Sache. Wie war das dann in der Steppe von Kasachstan aufzuschlagen? Ja, so ein bisschen surreal. Vor allem, wir sind beim Wiedereintritt mussten wir natürlich erstmal durch 5G, die 5-fache Erdbeschleunigung durch. Dann sind brennende Teile unseres Raumschiffes weggeflogen. Das ist so geplant. Also das ist einfach Teil des Wiedereintritts. Das heißt, man erlebt wirklich einen wilden Ritt und dann schlägt man auf und plötzlich ist alles schwer. Ja, die Schwerkraft hat einen wieder. Das heißt, ich bin erstmal unten in der Kapsel drin geklemmt. Der Wind hat uns noch 100 Meter weiter geschleppt, weil unser Fallschirm erst nicht kollabiert ist. Und irgendwann habe ich mich dann unten in dieser Kapsel wiedergefunden und mir gedacht, so jetzt muss ich da rausklettern, aber es ist alles zu schwer. Wenn man einen Arm hochheben will, dann denkt man, der ist aus Blei. Und das ist schon erstmal so eine Umstellung. Und wenn man aufsteht und gehen will, dann es wirkt einfach alles so beschwerlich und unendlich schwer. Und das gibt sich erst nach einer Weile wieder. Und die ersten paar Minuten oder Stunden ist man damit beschäftigt, sich genau daran zu gewöhnen. Ja. Ihr hattet das gleiche Raumschiff für den Hin- und für den Rückflug. War das in der gesamten Zeit, wo ihr oben wart, einfach angedockt? Genau, die Soyuz-Kapsel, mit der wir gestartet sind, das ist auch unsere Landekapsel und das ist auch in der Zeit dazwischen unsere Rettungskapsel. Okay. Die ist immer startbereit an der Raumstation angedockt und wenn irgendwie was passieren sollte, ein großes Feuer zum Beispiel oder irgendwas, wegen dem wir heimfliegen müssen, dann können wir da einsteigen. Das ist komplett startbereit. Da kann ich jederzeit rein, zu dritt, die Luke hinter uns zu und wir sind innerhalb von wenigen Stunden zurück auf der Erde. Und ihr seid wieder da, nicht nur wegen deiner Zeit da oben, aber auch danach bist du sehr viel in den Medien gewesen, warst, glaube ich, in der Zeit oben, natürlich auch durch deine Twitter-Aktionen. Du hast dich sehr nahe gebracht den Leuten, auch über die sozialen Medien. Eigentlich einer der prominentesten Deutschen. Wie ist es jetzt seitdem? Wirst du oft erkannt auf der Straße? Ja, ist schon eine Umstellung. Vielleicht ist mir das noch nicht so ganz klar, dass es wirklich so einen Eindruck gemacht hat. Ich freue mich da sehr drüber, weil für mich war es ein wichtiger Teil meiner Mission, einfach diese Perspektive einzufangen, die ich da oben hatte. Vor allem aus menschlichen Augen gesehen. Und ich habe das dann einfach immer so gemacht, dass ich Dinge fotografiert habe, die mir selbst gefallen haben. Oder wenn ich mir eine Frage gestellt hatte, wie mag das wohl sein, was ist das wohl für ein Ort, habe ich die einfach auf Twitter gestellt, den Text dazu geschrieben und das so geteilt. Das heißt, für mich war das einfach. Für mich war das nicht ein Plan und auch nicht, deswegen hatte ich auch nicht einen großen Erfolg erwartet, sondern für mich war das ein Teil meiner Mission. Und dann hinterher zu sehen, dass das so erfolgreich war, dass das die Leute auch so fasziniert hat, das freut mich, weil das bedeutet, dass in unserem Land doch wirklich so viele auch für diese Sache begeistert sind wie ich selbst. Und das ist ein tolles Gefühl. Du hast viele Menschen begeistert. Das war auch zu sehen auf Kölns Straßen. Alexander Gerst, ein deutscher Astronaut. Ja, ist schon ein sympathischer Kerl. Also ich fand das irgendwie super. Er hat ja auch immer wieder Bilder und Kommentare runtergeschickt. Von daher konnte man da ein bisschen mitverfolgen. Ja, fand ich ganz nett. Ein toller Mensch. Auf jeden Fall ein sympathischer Typ. Der hat ein paar Sachen getwittert von der ISS, die ich ganz lustig fand. Sehr sympathisch und sehr stark. Der ist locker drauf gewesen da oben, 400 Kilometer von uns entfernt. Da hat er Fußball gespielt, alles. War lustig, was sie da gemacht haben. Finde ich natürlich total super, dass ein Kölner in der ISS war. Also, man kennt dich. Hast du schon Pläne, wie du jetzt umgehst mit deiner Popularität? Ach, ich sehe das erstmal entspannt, weil ich sehe das nicht so wirklich auf mich selbst bezogen. Ich sehe, dass die Leute auch von der gleichen Sache begeistert sind wie ich selbst. Also das heißt, wir teilen quasi diese Begeisterung und das macht es einfach für mich. Also ich gehe da eher einen Schritt zur Seite und sage so, ja, man sieht, dass in unserem Land die Begeisterung für Weltraumfahrt groß ist. Deswegen sollten wir schauen, dass wir damit weitermachen und dass wir auch in Zukunft die ganzen Nutzen
haben, genießen können, die wir aus der Raumfahrt bekommen. Und von dem her, ja, freut mich diese Begeisterung in der Öffentlichkeit. 166 Tage warst du im All. Was hast du am meisten vermisst? Da gab es einiges. Es hat auch immer so ein bisschen gewechselt. Also ja, eine Dusche vermisst man mal, wobei das eigentlich ganz gut geht. Also man kann sich jeden Tag mit einem nassen Handtuch komplett abwaschen mit Wasser und Seife und sich abtrocknen. Das heißt, das geht eigentlich, aber so eine warme Dusche, eine Pizza, da hatte ich dann zum Glück gleich eine bekommen, als ich wieder gelandet bin. Das wussten die Leute. Joggen im Wald war eine Sache. Salat essen, meine Freunde sehen, meine Familie sehen, Zeit mit denen zu verbringen. Wenn man dann da oben ist, man kriegt Bilder von der letzten Grillparty oder von der Hochzeit, wo alle Freunde zusammengesessen sind. Das ist schon manchmal so, dass man denkt, so, ja, da wäre ich jetzt auch gern dabei gewesen. Und das kann ich jetzt natürlich zum Glück alles nachholen. Das heißt, das ist eine tolle Zeit jetzt. Aber es gibt schon einiges, was man da oben vermisst, wenn man ein halbes Jahr weg ist. Aber es war nie so schlimm, dass ich mir jetzt dass ich am liebsten gleich heimgeflogen bin. Zu groß ist das Heimweh nicht gewesen, um gleich in die Sojus-Kapsel einzusteigen. Genau. Gib uns einen kurzen Einblick, wie ist das mit Essen, Schlafen, auch Toilette da oben? Ja, das ist interessant, weil genau das waren ja die Dinge, die ich auch nicht wusste, als ich da hochgeflogen bin. Man trainiert zwar 4,5 Jahre, aber letztendlich ist man nicht komplett vorbereitet auf diesen ersten Moment da oben, wenn man zum ersten Mal dann rausfindet, wie ist das wirklich mit Schlafen gehen oder Toilette benutzen oder ja, das Essen. Und letztendlich war es sehr viel einfacher, als ich gedacht habe. Also Schlafen war kein Problem. Also ich habe man schwebt dann in diesem Schlafsack. Der Schlafsack ist an der Wand festgeschnallt und ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber eigentlich auch relativ gemütlich, weil man ja nicht irgendwie komisch auf einer Seite liegen muss oder man liegt sich nichts platt. Und das ist eigentlich ganz entspannt. Letztendlich schläft man aber doch trotzdem auf der Erde besser, weil man sich auch mal umdrehen kann im Bett und das kann man da oben nicht. Dann auf Toilette gehen war auch sehr viel einfacher, als ich gedacht habe. Wir kannten zwar dieses technische System ganz gut, also wir haben das viel trainiert, aber noch nicht wirklich die Benutzung. Und deswegen war ich dann doch erleichtert, dass die Benutzung sehr einfach ist. Also es ist eigentlich genau gleich wie auf der Erde, nur dass die Gravitation durch einen Luftzug ersetzt wird. Alles andere ist gleich, also es war gar kein Problem. Und das Essen war am Anfang noch relativ aufregend und neu, weil man hat ja unterschiedliches Weltraumessen, da hat man mehrere Module, also von Hauptessen, Beilagen, Salat, Desserts, da kann man sich alles aussuchen. Und solange man das noch nicht genau kennt, ist es eigentlich noch ganz spannend, immer mal wieder was Neues zu probieren. Aber dann so nach 2-3 Monaten, wenn man dann schon zum 5. Mal durch ist, dann denkt man sich, ach, jetzt nicht schon wieder den klebrigen Reis oder die kandierten Süßkartoffeln waren nicht so der Brenner. Und nach einer Weile freut man sich dann schon auch wieder auf irdisches Essen, das ist definitiv so. Also an das Essen, das musst du nicht unbedingt noch mal haben, aber etwas sehr Interessantes für dich natürlich gewesen, du hattest einen Außeneinsatz im All. Wie klein fühlt man sich da? Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich daran gedacht, mich selbst da mit dieser Umgebung zu vergleichen. Wenn man das tun würde, würde man sich sehr klein fühlen, das stimmt. In so einem Moment kommt die Romantik eigentlich ein bisschen zu kurz. Also wenn man so einen Weltraumausstieg macht, ist man eher pragmatisch geprägt. Also man muss natürlich alles richtig machen. Man hat eine 400-500 Schritt Prozedur im Kopf, die man durchgehen muss. Man muss auf seinen Raumanzug achten, die Druckwerte, Temperatur, Kühlsystem, alles im Auge behalten. Man muss auf seine Sicherungsleine achten, dass das alles korrekt ist. Weil es ist ja natürlich schon auch eine gefährliche Umgebung. Und da hat man dann nicht so wirklich viel Kapazitäten frei, rumzuschauen und zu denken, so, ach wie toll, leider. Aber zwischendurch gibt es dann doch Momente, wo man mal 5 Minuten frei hat, wo man dann wirklich sowas sieht, wo man rumschauen kann und mal durchs Visier, man kann das Goldvisier hochmachen, dann sieht man die Erde unter sich, einfach nur durch ein 2 mm klares Plexiglasvisier. Und das ist nochmal von den Farben her viel stärker als auf der Raumstation selbst. Und ich bin über Patagonien weggeflogen, das hatte ich zufällig gesehen während der EVA. Und es ist schon ein verrücktes Gefühl, wenn man da runterschaut. Man schwebt frei, die Hände frei, man nur von 2 Sicherungsleinen gehalten. Und man weiß, unter mir ist jetzt Patagonien, da unten bin ich vor ein paar Jahren gewandert. Und zwischen mir und dieser Landschaft ist nichts. Nur ein Hauch von Atmosphäre und 2 mm Plexiglas. Das ist ein tolles Gefühl, aber man hat wenig Zeit dafür. Ja. Diese Bilder hast nicht nur du im Kopf, diese Bilder hast du auch mit auf die Erde gebracht und wir wollen mal reinschauen.
waren jetzt alles sehr schöne Bilder. Du hast aber auch Bilder gepostet, Bilder vom Regenwald zum Beispiel. Du hast nachher gesagt, Kriege auf der Erde haben dich auch da oben belastet. Du bist sehr sozialkritisch eigentlich mit deinem Einsatz umgegangen. Warum? Ist das einfach so gekommen von dir selber? Hast du das geplant? Nee, geplant war davon nichts. Das war genau das Gleiche, was ich auch in meinen ganzen anderen Posts gemacht habe. Ich habe das geschrieben, was mir in den Sinn kam, als ich das gesehen habe. Und es ist wirklich so, wenn man die Erde von außen sieht, dann sieht die sehr viel kleiner aus, als sie einem vorkommt, wenn man hier unten sitzt oder aufwächst. Und wenn man das von außen sieht, dann wird einem das klar, dass diese Kugel sehr klein und beschränkt ist. Das ist die einzige Heimat, die wir Menschen haben. Die ist sehr zerbrechlich, das ist ganz deutlich von außen zu sehen. Und so klein, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie wir mit unseren Rohstoffen umgehen. Weil alles, was wir verbrauchen oder wegwerfen, es ist wie mit einem kleinen Rettungsboot im Ozean. Alles, was wir über Bord werfen, das haben wir hinterher nicht mehr. Und so geht es mit allem auf dieser Erde. Und letztendlich ist das ein kleines Raumschiff, das durch die Erde kreist und wir Menschen leben da drauf. Wir können uns aussuchen, ob wir als Passagiere da drauf mitfliegen oder als Besatzung und wie wir damit umgehen. Und wenn man dann von oben sieht, dass Umweltzerstörung stattfindet, Kriege, dass wir uns gegenseitig bekämpfen, auf so einem kleinen Ort, dann wirkt das komplett grotesk. Und das ist das, was mir in den Sinn kam, als ich das gesehen habe. Und das wollte ich einfach teilen, weil diese Perspektive ist nicht nur meine Perspektive, ist nicht nur mein Interesse, das zu teilen, sondern ich finde, die ist sehr wichtig, dass wir Menschen durch die bemannte Raumfahrt die Möglichkeit haben, unser eigenes Handeln und unseren eigenen Heimatort mal so ein bisschen von außen zu sehen. Das ist ja oft so, dass das einem bei einem Problem hilft, wenn man es lösen möchte. Und deswegen war mir das wichtig, das zu teilen. Es gab aber auch Ereignisse hier auf der Erde, besonders schöne Ereignisse, gerade wenn man Deutscher ist. Fußball-Weltmeister sind wir geworden. Wie hast du das mitbekommen da oben? Glücklicherweise war die Zeitverschiebung zwischen den Austragungsorten und unserer Raumstation, wir haben ja London-Zeit, Sternzeit, so gut, dass wir ungefähr zur Abendessenszeit immer die Spiele hatten. Und das heißt, wir hatten so einen Deal mit der Bodenkontrolle, die gesagt hat, die Deutschland-Spiele, USA-Spiele und Russland-Spiele, die schicken wir euch live hoch. Und ich hatte dann natürlich das besondere Glück, dass es besonders viele Deutschlandspiele waren, weil wir wirklich bis zum Schluss dabei waren. Und wir hatten dann, die meisten Spiele konnten wir live sehen, immer mit Unterbrechungen. Wenn der Satellit umgeschaltet hat, dann hat man mal 10 Minuten nichts gesehen. Und das war auch garantiert, dass es dann während dem Elfmeterschießen war oder so. Aber das meiste haben wir mitbekommen. Und das war natürlich toll. Wir hatten vorher so ein bisschen eine Wette und haben uns gegenseitig dann angefeuert. Das war sehr herzlich und witzig. Und letztendlich kam es dann ja auch zu der Rasuraktion. Weil Deutschland gewonnen hatte, durfte ich meinen beiden Crewkameraden die Köpfe rasieren. Das geht auch da oben. Ja, klar. Ich meine, ich muss ja auch meine Frisur pflegen. Das heißt, ich rasiere mich da auch jeden Tag. Und die beiden waren dann eben auch mit dem Langhaarschneider dran. Es hat Spaß gemacht. Geht's denn nochmal für dich ins All? Weißt du das jetzt schon ganz kurz zum Abschluss? Nee, das kann man nicht sagen. Ich bin ja weiterhin als Astronaut im ESA-Astronautenkorps. Das heißt, ich stehe für Missionen zur Verfügung. Aber das ist jetzt noch ein bisschen früh, sich da schon Gedanken drüber zu machen. Und das ist im Prinzip die Entscheidung der ESA. Also die Wahrscheinlichkeit dafür ist da, dass wir Astronauten, die wir im Korps sind, auch fliegen und genutzt werden. Und würde mich natürlich darüber freuen. Aber das hat jetzt erstmal noch ein paar Jahre Zeit. Erstmal wieder in Köln. Wir bedanken uns ganz herzlich für den Besuch, Alexander Gerne. Gerst. Und liebe Zuschauer, das war's von uns für heute. Machen Sie es gut.